Grüezi miteinander vom Untersee. Wir melden uns heute direkt aus Gottliebe. Ihr seht, das Wetter ist wieder strahlend schön. Es ist einfach herrlich in unserem Thurgau. Und heute geht auch unsere Genusstour weiter. Wir sind heute schon in der 4. Folge. Und auch in der 4. Folge erleben wir wieder richtig viel, oder? Heute erkunden wir die Region um Kreuzlingen. Wir starten mit einem Kaffee und einem Besuch bei den Gottlieber Hüppen, einer weiteren Spezialität im Thurgau. Nachher fahren wir zu nach Kreuzlingen, wo wir die Seeburg erkunden und dort dann auch zu Mittag essen. Am Nachmittag erkunden wir die Region, dann natürlich auch vom Wasser aus. Wir schnappen uns Kanus und paddeln zurück nach Ermatingen. Von dort geht es dann mit dem Schiff, mit der Untersee und Rheinfahrtschiff, Schifffahrt zurück nach Kreuzlingen und übernachten wir in Tägerwilen im Jukos Boutique Hotel. Ihr seht also, heute ist wieder der Tag gefüllt mit Highlights. Wir freuen uns mega drauf, euch das alles zu zeigen, den Thurgau näher zu bringen und ganz viele typische Thurgauer Sachen zu erleben mit euch. Ich würde sagen, wir gehen los, oder? Es ist Zeit und... Kommt mit genussvoll durch unseren Thurgau. Gottlieber sind, dann gehen wir natürlich auch ins Gottlieber Kaffee, wo es die richtig feine Gottlieber Hüppe gibt. Und wir machen nicht nur das hier. Nach dem Kaffee gehen wir auch in die Produktion und dürfen dort noch mal schauen, wie das dann überhaupt produziert werden. Stellen wir aber zuerst mal ein feines Käferchen, essen natürlich eine Hüppe und dann geht es weiter. Nachdem dass wir jetzt ein feines Gottlieber Hüppe gegessen haben, nimmt es uns natürlich Wunder, wie das Ganze hergestellt wird. Und wir haben heute wirklich die exklusive Möglichkeit, mal hinter die Kulissen zu blicken. Das machen wir jetzt zusammen mit euch. Hinter dieser Tür verbirgt sich die Bäckerei. Da innen ist es ziemlich laut, darum ein paar Eckdaten vorab schon. Die Maschine, die wir hier innen sehen, die macht etwa 7000 Hüppenhüllen pro Stunde. Und im Tag werden insgesamt etwa, und jetzt hebt euch, 150'000 Hüppen fertig gefüllt, verpackt und alles zusammen. Als erstes sehen wir den Teig, der wird dort durch das Sieb abtröpfeln lassen. So weit möglich sind alles Schweizer Zutaten, also zum Beispiel Zucker und Mehl kommt aus der Schweiz. Nachher wird der Teig auf die Waffelformen drauf geleert, die drückt es zusammen, dann geht es einmal ringsherum, wird gebacken. Nachher wird es natürlich möglichst schnell aufgerölt, damit man die schöne runde Form von der Hüppe, wie man es kennt, bekommt. Weiter unten in der Maschine rein werden die Enden noch gerade geschnitten und dann ist es eigentlich schon gewesen und schon hat man fertige Röllchen. Die Hüppen werden von unten aus der Bäckerei, wie es so genannt wird, angeliefert in diesen Kisten. Und da sind jetzt also das fertige Röllchen, die Waffeln ist da, aber die Füllung fehlt natürlich noch. Das wird jetzt hier in dieser Maschine gemacht. Gefühlt könnte es natürlich nicht mehr vorhanden werden. Für das gibt es einfach viel zu viele Hüppen, die da täglich produziert werden. Hier haben wir die Abfüllstation, die leeren Röllchen kommen reingefahren, werden dann innen von einer Maschine gefüllt. Und da vorne die Rolle, die sich drüllt, die tut dann gerade schon den Hinterteil vom Hüppen abschaben von der Füllung, damit die nicht hinten rausdrückt. Ganz spannend ist hier natürlich dann, wie jede Hüppe seine typische Farbe, also seine Verpackung bekommt. Nachdem Gottlieber Hüppen in ihren Verpackungen rein sind, kommen sie in die Schachteln. Und das wird hier an diesen Arbeitsplätzen gemacht. Und wie das aussieht, wenn das ein Profi macht, das sehen wir jetzt noch. Im Lager haben wir noch in eine Schachtel schauen, wo die neueste Kreation der Gottlieber Hüppe liegt. Ihr seht es hier, ihr schmeckt es nicht, aber ich schmecke es schon. Aber vielleicht sehen das. Die haben einen rosa Touch. Und da sind keine Thurgauer Erdbeeren drin, sondern da sind Himbeeren drin. Und wie das schmeckt, darf ich jetzt ganz exklusiv schon probieren. Eine Verpackung gibt es noch nicht, die Folie ist erst unterwegs, aber ich nehme an, die wird dann auch rosa sein. Also wenn ihr demnächst rosa Hüppen seht, dann sind das die. Das war super spannend, wie der Gottlieber mal hinter die Kulissen zu blicken. Wenn ihr jetzt auch Lust habt, dann geht doch mal auf Gottlieber. Aber jetzt, ihr seht, wir sitzen schon wieder im Auto, es geht weiter. Wir gehen weiter nach Kreuzlingen, wo wir das Auto parken und die Seeburg anschauen, wo wir ja dann auch zu Mittag bekommen. Ich würde sagen, wir fliegen dort hin, oder? Ja.
So schnell ist man in Kreuzlingen im Seeburgpark, die grüne Oase der Stadt. Und auch wenn ihr von Gottlieb nach Kreuzlingen wollt, es geht auch ohne Schnippen super schnell. Es sind etwa 5 Minuten Autofahrt, bis man hier in diesem kleinen Paradies von Kreuzlingen ist. Und zum Seeburgpark gehört natürlich auch ein Restaurant und dort gehen wir jetzt zu Mittagessen. Mal schauen, was es gibt. Ich tippe mal auf Fisch. Gut möglich, vielleicht mit Spargel. Ich habe hier den Matthias Bolliger bei mir, Geschäftsleiter von der Seeburg, vom Restaurant. Ein Privileg, hier jeden Tag zu arbeiten, oder? Wie dieser Aussicht. Absolut, ja, man sieht es. Ja, es ist wirklich schön. Ja. Man kann auch, wenn man viel schafft, mal zwischendurch ein bisschen einmal auf den See schauen, durchschnaufen und es ist schon wirklich super, ja, definitiv. Wie lange bist du schon da? Meine Frau und ich führen es jetzt seit 2 Jahren, ein bisschen mehr. Und sind sehr, sehr zufrieden. Ja. Wir haben ganz tolle Mitarbeiter, die eigentlich auch seit Anfang mit uns da sind und wir haben wirklich Freude und Spass in dem Haus. Ja. Und eben, es ist ja nicht nur, wie du gesagt hast, der à la carte Bereich, sondern vor allem auch eventmäßig sind ihr sehr engagiert. Genau, ja, es ist eigentlich ein sehr grosser Teil ist Event, ja, vor allem Hochzeiten natürlich, Geburtstage, Aperos, diese Sachen. Ja, man kann das hier unten auf der Wiese machen und man sieht, das ist schon wirklich toll. Dann haben wir auch viele Seminare, Generalversammlungen, diese Sachen. Und ja, ist schon unser Haus schon breit auf Event gestützt, ja. Was sind die kulinarischen, so wie sind ihr dort ausgerichtet? Was ist so das typische Gericht, wo, wenn man hier ankommt, wo man probieren sollte? Ja, wenn man an den See geht, isst man natürlich gerne Fisch. Das ist, wir haben, versuchen natürlich, wenn immer wenn möglich, irgendein Bodenseefisch zu haben. Natürlich sind Felchen haben wir immer ein bisschen aus der Schweiz. Das geht gut und sonst haben wir auch schöne Fischgerichte. Klassiker sind natürlich die ekligen Backen am See, die haben wir natürlich auch auf der Karte. Und dann ist es so, dass in Kreuzlingen mein Vater eine Metzgerei hat. Und durch das haben wir natürlich auch sehr viele sehr schöne Fleischgerichte auf der Karte. Zum Apero gibt es für uns ein Prosecco mit Steichlee-Sirup. Und der Gruß aus der Küche ist natürlich auch schon da. Heute sehr schön angerichtet. Ich habe eine Riesling-Suppe mit Bündnerfleisch, Cracker und beim Louis gibt es einen Salat als Vorspeise. Ich bin der Empfehlung vom Haus gefolgt und haben Egli-Filet gebacken. Der Louis hat Schweins geschnetzelt mit Spätzli und ganz ehrlich, die muss ich auch probieren. Also es ist ja so, eigentlich wäre das Wetter ja perfekt und prädestiniert zum Baden im Bodensee. Jetzt haben wir aber so viel gegessen und so fein gegessen am Mittag, dass man ja eigentlich 2 Stunden warten muss, bis man baden kann. Darum haben wir eine Alternative gefunden und zwar steigen wir aufs Kanu und paddeln von Kreuzlingen auf Ermatingen. Cool am Bodensee ist, vom Bodensee fährt man durch den Rhein, durch den Seerhein, sagt man dem, Stück in den Untersee. Und jetzt im Moment sind wir im Seerhein. Da ist auf beiden Seiten ist konstant. Und wenn wir jetzt wieder ein bisschen weitergehen, dann kommen wir zurück in die Schweiz sozusagen. Habt ihr auch irgendwie gerade ein Déjà-vu? Wir sind in Gottlieb, wo wir heute Morgen waren. Die Kanu, die wir hier übrigens jetzt unterwegs sind, damit, die kann man in der Jugendherberge in Kreuzlingen mieten. Dort haben wir es heute Mittag auch abgeholt. Gut ist sicher, wenn ihr euch eine Woche vorher meldet, weil gerade im Sommer sind die relativ viel ausgebucht. Wir fahren ja jetzt nach Ermatingen und ich weiss nicht, haben wir vielleicht die Hälfte schon geschafft? Was meinst du? Ja, ich denke etwa. Die Hälfte haben wir schon. Wir haben es geschafft, wir sind in Ermatingen.
Und weil so eine Kanufahrt eben doch ein bisschen streng ist, haben wir uns entschieden, mit dem Schiff zurück auf Kreuzlingen zu fahren. Es geht jetzt noch etwa 3 Minuten, dann trifft das ein. Und wir fahren nicht nur mit dem Schiff zurück, sondern wir dürfen wirklich auch den Captain auf der Brücke besuchen. Wie ich euch vorher gesagt habe, dürfen wir auch schnell auf die Brücke gehen. Etwas ganz Exklusives natürlich, was man sonst nicht machen kann. Hier haben wir den Urs Thaler, Captain von dem Schiff. Wir stehen auf der Schaffhausen. Wie lange schon im Dienst? 18 Jahre. 18 Jahre. Wir reden ja immer ein bisschen von der Seefahrerromantik, oder? Man stellt sich das immer ein bisschen romantisch vor und auf dem Schiff und auf dem Wasser unterwegs sein. Was hat es mit dem noch auf sich? Ja, nicht allzu viel mehr, gerade im Hochsommer nicht. Es gibt schon die Zeit, wo es eigentlich noch recht schön ist. Der Verkehr sich noch in Grenzen halten, aber gerade in der Sommerferienzeit mit den Schwimmer, Kanufahrern, hat es eben nicht mehr viel mit Seefahrerromantik zu, sondern mit Stress und Unfallverhütung. Okay, Sie sprechen gerade Schwimmer und Kanufahrerei. Ist das effektiv ein Problem, wo Sie täglich beschäftigen? Oder wie? Ja, eigentlich schon. Es kommt total mehr dazu, auch mit Stand-Up-Paddlern hat es vor 10 Jahren zum Beispiel auch nicht gegeben. Ja. Es kommt Sachen dazu, die man vorher nicht gekannt hat. Jeder geht mit irgendeinem möglichst Schwimmenden aufs Wasser, weil er den Sommertag genießen, was ja auch verständlich ist. Aber eben, wir sind da immer in einer Berufsschifffahrt, wir haben eine Fahrwasserstraße, mit dem sind wir natürlich auch mehr belastet. Sie sind bei der UAH tätig, Untersee und Rhein. Haben Sie ein bisschen eine Lieblingsstrecke, wo Sie am liebsten unterwegs sind, was besonders schön ist? Ist es da der Untersee oder ist es wirklich ein bisschen weiter? Nein, eigentlich schon da Stück. So. Ja. Jetzt, da ist es natürlich wunderschön verkostet, jetzt bis auf Ermatingen, weil viel Natur hat, wenig verbaut, viel Ufergebiet, Schilfgebiet. Ja. Und nach der Rhein natürlich da, wunderschön ist. Was braucht es zum Kapitän werden? Ausdauer und ein bisschen Idealismus. Ja. Okay. Heute noch einen langen Tag? Nein, ich muss sagen, Kreuzlingen ist Feierabend. Feierabend. Ja. Dann wünschen wir nachher einen schönen Feierabend und danke vielmals fürs Kommen. Gern geschehen. So, vom Schiff zurück im Auto. Ein bisschen geschafft sind wir ja schon von dem Tag. Wir haben noch ein bisschen Farbe Ein bisschen Farbe, aber es war wunderbar gewesen, die Kanufahrt und nachher vor allem mit dem Schiff zurück. Das ist so richtig entschleunigend. Also UAH, danke vielmals. Auf jeden Fall für uns geht es jetzt weiter ins Hotel. Wir fahren nach Degerwilen, dort werden wir im Jukos Boutique Hotel erwartet. Und ich bin sehr gespannt, was in diesem Hotel alles zu erkunden gibt. So, wir sind da. Das ist so. Wir haben im Internet ja schon mal ein bisschen recherchiert, was da auf uns zukommen könnte. Jetzt haben wir Zimmer Nummer 301 und was sie gesagt hat, dass das ganz oben unter dem Dach ist, da hat bei mir ein Glöckchen geschellt, weil das ist ganz ein spezielles Zimmer. Schauen wir noch gerade mal hier. Ja, wir können uns vertun heute. Ich würde mal sagen, das Internet hat nicht zu viel versprochen. Das ist nämlich eine der Suiten, die es hier hat. Die Rooftop Suite, sagen sie dann. Riesig ausgelegt. Es hat eine fantastische Nasszelle. Das haben wir noch auch schon gesehen. Wirklich ganz, ganz edel gestaltet, das Ganze. Und ich denke, da können wir uns gut vom heutigen Tag erholen. Wir machen uns schnell frisch, ziehen uns um und dann gibt es natürlich noch ein Nachtessen. Es ist auch ein ausgezeichnetes Fischlokal und da sind wir natürlich gespannt, was es gibt. Und so sieht das dann aus, wenn wir nach einem langen Tag unter der Dusche gestanden sind, frisch angelegt sind und wie neu. schon das Buff gemacht haben. Das machen wir immer so. Aber jetzt geht es ums Nachtessen.
Abend wohl. Guten Abend. Danke, dass wir da kurz in der Küche vorbeischauen. Es war ein wunderbarer Abend, ganz tolles Ambiente. Wir hatten Sander, etwas Typisches für das Restaurant. Schauen Sie so ein bisschen Wert in der Küche. Mal frische Produkte vor allem, zum Teil regional, aber es hat auch, regional ist bei mir auch, kann auch etwas mal ein Stück aus dem Wallis sein. Genau, Zander haben wir so ein bisschen aus dem Grimselgebiet. Ja. Das sind, genau, so ein bisschen bei uns hat dann noch ein bisschen asiatischen Einfluss in die Küche noch ein bisschen, genau. Du bringst schon viele eigene Noten rein, viele spezielle Sachen, die du entwickelst und du so ein bisschen... Ja, da machen wir schon. Oh. Es hat so ein paar Gerichte, die so ein bisschen durch Kombinationen, Ideen von Einflüssen von Produkten von da und asiatisch ein bisschen. Ja, genau. Und dann haben wir ein paar gute Gerichte drauf. So, wir treffen jetzt nach der Küche auch noch die Gastgeberin vom Hotel an. Wir haben vorher eine super Broschüre auf dem Tisch gehabt, ganz spannend, haben wir bis jetzt auch noch nie gehabt. Wir haben sehr viel über euch erfahren, unter anderem, dass du dir als Mädchen schon mal ein Hotel gewünscht hast. Hat das dort mal genau so ausgesehen, wie es jetzt hier aussieht? Ich glaube, als Mädchen hat es wahrscheinlich noch ein bisschen pompöser ausgesehen, als es im Endeffekt geworden ist, aber wir bleiben ja jetzt so ein bisschen auf dem Boden. Und was sich dann schlussendlich daraus entwickelt hat, ist schon eigentlich das, was ich mir dann so vorgestellt habe. Ja. Aber die goldige Wand ist doch immer noch ziemlich pompös, oder? Ist das so ein bisschen eine Ableitung von dem? Ja, vielleicht nicht unbedingt so vom Kindheitstand, es hat sich einfach ergeben aus unserem Bau. Apropos Akzent, Gummibärli im Zimmer und da vorne ein Kaugummiautomat, bricht ein bisschen die Farben und Erdtöne, oder? Ein bisschen. Ja, was man hat muss es ja. mit dem Ja. auf sich? Man muss jeder ein bisschen zum Schmunzeln anregen. Also manche Sachen, die man sonst vielleicht nicht überkommt, sonst an einem anderen Ort. Ja. Aber nicht üblich ist für ein Hotel. Dürfen wir noch ein bisschen umschauen? Ja, sicher, gerne. Es ist Wenn wir noch so schnell im sehr Hotel schauen. Die Lounge-Bar, besser gesagt die Chill-Bar, die heisst Gin Chill. Also kommt von Gin und Chillen. Ja. Dass man da ein bisschen gemütlich sitzen und dann die verschiedenen Jeans ausprobieren. Also wir sehen hier, in dieser Wand haben wir rund 100 verschiedene Jeans. Was erwartet uns da alles? Also da haben wir ein kleines Bargarten gemacht, da haben wir ein Saunahaus, oder innen hat es eine Sauna, wo man gehen kann. Und da ist noch ein Highlight bei den Leuten, da gehen sie einfach umgehen, das ist der Hotpot Jacuzzi. Zigarren-Lounge schauen. Da kann sich der Zigarrenraucher einfach ein bisschen vertun. Wir haben hier einen gekühlten Humidor mit den Zigarren, die man so kennt. Also es gibt also die bringen die Zigarren selber mit natürlich, aber jeden Tag etwas Mal. Gestern Abend haben wir uns leider nicht mehr bei euch gemeldet, weil wir haben es einfach noch ein bisschen genossen. Wir sind noch in Whirlpool gesessen, haben noch je einen feinen Gin bekommen, den muss man natürlich in so einem Haus auch probieren. Und sind dann ziemlich müde auch schnell ins Bett gekommen. Es war ein herrlicher Abend. Wir haben vorher noch nie so richtig Gin getrunken. Wir sind da super beraten worden. Für uns geht es jetzt in den 5. Tag. Für euch war das vom 4. Tag. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Weiterhin die Genusstour durch den Thurgau. Wir sehen uns dann das nächste Mal in der Region Altnau. Bis dann. Tschüss. Alle Videos zu unserer Thurgauer Genusswoche findet ihr hier unten in dieser Playlist. Abonnieren könnt ihr unseren Kanal hier. Und zum Schluss gibt es auch noch einen Wettbewerb. Wenn ihr nämlich einen Gutschein für einen Thurgauer Geschenksaras gewinnen wollt, dann findet ihr alle Informationen hier oben. Achtet euch auf Buchstaben und viel Glück!